Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir sie wieder, die Stampede. Ja, das war ja beim letzten Mal ein bisschen ein Reinfall. Und jetzt ja, das hat mir keine Ruhe gelassen, deswegen habe ich das Video nämlich am selben Tag auf, wie das andere, der Teil Eus. Und es kann sein, dass ich das mal später, dass ich dazwischen drin, dass ich andere Videos mache, dass man da einfach ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal hat. Schreible habe ich auch gefunden, das andere. Ja, ich habe jetzt rausgefunden, wo die kurze Schreible nachgehört, also die ganz kleine Schreible, die gehört da, da und da. Ah, warte mal. Ah, scheiße, das Bild, das ich da gesehen habe, das war von einer alten. Da müsste die ganz kleine, zwei kurze, also die lange Schraube, die fehlt. Ah ja, irgendwo. Ah, da hinten fällt die. Ja, halb so wild. Und ich habe eine Vermutung, dass das Getriebe jetzt so auf dem Zahn ist, dass das jetzt noch versucht, ein bisschen nach hinten zu drücken oder so. Das muss, ich glaube, wenn das Hände einrascht, dann muss die blanke Stelle da sein. Und ich jetzt sage, das derzeit geht das halt einfach auf Widerstand. Dass das noch versucht, das weiter nach hinten zu drücken, wie es eigentlich gegangen hätte. Und das will ich jetzt einfach rausfinden. Also das lässt mir sonst keine Ruhe. Deswegen zerlegen wir es wieder und dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Ja, da seht ihr das Problem. Das ist jetzt, das versucht da weiter zu drücken, obwohl schon eingerastet ist. Dahinter. Das ist dann, da löst das dann. Oder das dürfte jetzt nicht mehr arg viel weiter gegangen. Das müsste dann eigentlich schon. Nee, ich verstehe es noch nicht ganz. Das müsste jetzt. Ah, wenn das wieder vorne ist, dann löst es aus. Das ist der Teil da hinten. Das wird von dem Ding, wenn das vorne ist, weil das darf ja erst auslösen, wenn es wieder vorne ist. Das heißt aber, das darf jetzt nimmer weiter nach hinten drücken. Und das wird jetzt, da wird der Motor jetzt noch da nach hinten gegangen. Das muss jetzt aber von. Ich verstehe es noch nicht ganz. Also ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen weiter aufschrauben. Also den Dolder noch weg. Und dann schwätzen wir wieder weiter. Bis gleich. So, jetzt ist offen. Komplett weg. Jetzt ist das. Müssen wir mal gucken, ob das so auch betreiben könnte, dass das. Weil sonst muss ich da den ganzen Motor wieder ausbauen. Das ist.
Da wird der dreht sich nach vorne. Das müsste eigentlich schon. Und dann dreht es das nach vorne und das geht von der Leute zurück. Warum geht das dann nicht? Das müssen wir. Das will ich jetzt. Okay. Da ist wieder irgendwo auf dem Boden gelandet. Das wollte ich eigentlich verhindern, aber muss ich jetzt von dem Versuch. Ich glaube, wir müssen uns das jetzt einmal angucken. Dafür müssen wir den Schalter montieren. Und ein Magazin den da. Das ist halt grob experimentell. Und die Klappe da oben rein. Und noch mehr Scheibler suchen. Woran hängt das jetzt, dass das nicht geht? Erkennt es tatsächlich, ob da. Was man da? Das müsste doch jetzt einfach drehen, oder? Die Klappe da vorne ist. So müsste doch eigentlich gerne, oder? Das ist auf die richtige Position. Das kann doch nicht sein, dass das erkennt, dass das. Dass das offen ist. So klug ist das doch auch nicht. Das ist jetzt. Oh. Noch mehr Schwerkraft. Ja, das machen wir nachher. Eine Pause. Bin verwirrt. Woran liegt es, dass das jetzt nicht geht? Muss ich jetzt doch den Motor da wieder ausbauen. Eieieiei. Mist hier. Ja, dann müssen wir es anders machen. Wo ist denn da noch ein Schalterle? Das heißt, da haben wir doch den Schalter fürs Magazin. Ich habe da einen Schalter fürs Magazin, da einen Schalter fürs Magazin. Und das ist. Wo ist der Schalter für die Klappe? Dass der erkennt, ob die. So. So müsste er erkennen, dass die Klappe drin ist. Idealerweise hätte ich mir da Jumperle gemacht. Einfach kurz geschlossen ist, aber
Das ist, wenn die Klappe zurück ist. Und der Motor müsste doch eigentlich die ganze Zeit drehen. Das drückt da noch auf den Schalter, oder? Da habe ich da jetzt irgendwas. Ja. Oh, Scheißdreck. Ist das wegscheiden. Das heißt, das ist gescheit eingerastet. Das ist ein hoher Sicherheitszeugs. Ich denke also, das ist ja doppelt und dreifache Sicherheit, dass man Quiser-Magazin drin hat. Also das erschließt sich mir noch nicht ganz, was die sich da dabei gedacht haben. Aber irgendwas werden sie sich schon bei gedacht haben, das so kompliziert zu machen. Weil das könnte man sicherlich auch günstiger machen. Heute ist jetzt... Das heißt, wenn das da eingerascht ist, dann zieht der Motor das nach vorne. Dann müsste es eigentlich schon so passen. Vorausgesetzt, der Motor dreht sich in die Richtung. Oder kann das sein, dass das Federl jetzt stark ist? Das wäre ja seltsam. Dass der Motor dann überhitzt und dass ich da sonst nur Teile von dem Motor tauschen muss. Das wäre wild. Das wäre wild. Aber ich will das Problem gelöst haben. Ja, schon halt ganz lose. Und so verstehe ich. Das gehört, glaub da reingeschnitzt irgendwie. Das habe ich. Aber da verstehe ich nicht ganz, ob man das wirklich braucht. Oh, das hätte ich vielleicht auch mal schmieren sollen. Das kann gut sein, dass das, wenn man da... Oder dass dass das prinzipiell halt so unter nimmer geht. Das müsste schon passen. Da drückt der Motor das nach vorne. Das Ganze, die ganze Röhre. Und wenn die vorne ist, dann löst der Trigger aus. Und dann fliegt der Stößel nach vorne. Das ist, glaub, so die Magie. Aber ich muss jetzt erstmal, glaube ich, schmier das, dann baue ich es wieder zusammen, weil das dürfte eigentlich schon so passen. Das dürfte schon so passen. Und noch hinter Gott's Aloe? Oder wie? Ach, das ist jetzt, das lässt mir halt keine Ruhe. Ich hoffe, irgendjemand schaut sich das so lange an. Das letzte Video, das war eine Stunde 50 Material, das dann auf 46 Minuten oder sowas zusammen da ist. Ach, da fliegt das Stößel nach vorne.
Dann fliegt es nach vorne und da ist die Feder drin und die ist dann, die ist dann gelockert. Das heißt, zurück braucht es nicht arg viel Kraft, bis einrastet. Die ist dann so gelockert, zurück braucht es nicht viel Kraft, bis einrastet. Und dann zieht es das Ding nach vorne. Na, das. Ich kann es mir immer noch nicht ganz erklären, das wirklich so. Naja, das nochmal. Das drückt nicht, das muss. Fliegt das noch? Das ist dann. Spielen wir jetzt mal nach. So ist das. Und dann ist das in dem Zustand. Und dann löst es aus, dann fliegt es nach vorne. Und das Federle ist halbwegs entspannt. Dann geht das zurück. Ja, und dann wird das Federle da dagegen gespannt und da braucht der Motor Kraft. Das kann sein, dass das viel Kraft ist, dass man da vielleicht noch Sicherheitstechnik oder sonst was rausmachen müssen. Das einfachste ist mal probieren, baue das andere Federle ein. Ich hol das mal, mach das im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, jetzt testen wir das doch noch mal kurz. Das kann sein. Und wenn nicht, dann fahren wir den Großteil von dem Sicherheitszeugs. Also reicht's mal. Yes. Ah. Okay. Langsam wird spät. Gucke. Der ist sich auf Feuer. Das passt. Jetzt nach vorne drücken. Das sollte normalerweise jetzt gehen, oder? Jetzt zurück noch. Ja, so Gott natürlich nicht. Das müsste jetzt. Das nach vorne. Das müsste jetzt das noch. Oh, wenn ich bloß wisst, woran das liegt. Ah, für die Spannung vom Video probieren wir es nochmal zusammenschrauben. Oh, voilà. Bauen wir das. Jetzt kommt das Magazin denn nicht raus. Ja. Ich schraube das mal noch professorisch zusammen. Bis gleich.
So, jetzt muss funktionieren, sonst baue ich da Schwungrädler ein. Langsam. Ja, kaum droht man den Blaster an, dass er funktionieren muss. Dann macht er so. Das kann echt sein, dass das einfach, dass der Blaster die ganze Elektrik die große Federn nicht aushält und dass ich da noch was modifizieren muss. Weil, also, ich habe zuerst gedacht, das liegt an der Getriebeposition. Was ich jetzt nicht verstehe, warum der Blaster nicht geht, wenn ich da das Gehäuse offen habe. Deswegen war ich da jetzt nicht besonders optimistisch. Wie ihr seht, weil ich habe ja schließlich alle Schrauben abgebracht. Oder nicht alle Schrauben abgebracht. Das letzte Mal war ich optimistisch. Da habe ich alle Schrauben angebracht und habe gedacht, ja, wird schon klappen. Und scheißele war's. Jetzt müssen wir so Stück für Stück rausfinden. Oder vielleicht, ich glaube, wenn man es das nächste Mal aufmacht, dann machen wir die ganze Verkabelung neu. Das bereiten wir das vor auf die oder machen wir gleich einen Akku rein. Da einfach der Anschluss dafür und das gucken. Wenn man das dann schon mal wieder aufmacht und statt bloß das Federle zu tauschen. Das wüsste ich jetzt echt gern. Oder ob die Schmierung schon gereicht hat, dass das geht. Oder soll man Stück für Stück? Ich bin gerade am Überlegen. Also vom Lerneffekt her wäre es besser, wenn man Stück für Stück macht. Aber jetzt haben wir mal das Messmittel. Aufwachen, gibt was da. Er hat mal sogar vorbildlich die Messwerte aus dem letzten Video notiert. Jetzt gucken wir mal. Gehen wir auf Tabelle. Ja gut, okay. Das ist jetzt halt. Da habe ich einmal einen Maxwert von 238 drin. Das kann nicht sein. Und die Rates per Minute sind auch runtergegangen. Das hat irgendwie. Weil die Werte sind ja seltsam. Da haben wir immer äußer 40. Hat damit kann ich nichts anfangen. Die sind. Haben wir noch. Schuss haben. Haben wir noch ein bisschen was im Magazin. Sind die schönen Pfeile. Ah ja. Wäre nicht besser. Und zwei habe ich ja Versammlungen schon zurückgelegt. Schab's irgendwie ein bisschen was ab. Habe ich jetzt tatsächlich verschlechtert durchs dran rumbasteln. Ja, den habe ich verschlechtert. Das ist ein Durchschnitt von 9,4. Das ist halt. Ja. Ich glaube, das kann sein, dass der für die. Sag mal. Ist jetzt hier. Eieiei. Also das brauchen wir gar nicht. Das letzte Mal hat man einen Durchschnitt von 16,2 und 162 Schuss pro Minute. Jetzt sind wir bei 144 Schuss pro Minute. Ja, ein Durchschnitt von 9,4. Mittelwert. Also Mittelwert ja maximal 11,5 und minimal 8,3. Können wir ja noch mal kurz einen Blick drauf werfen. Das flackert halt im Bildschirm immer so. Aber Gott, ist das jetzt. Ist das jetzt ganz hingegangen, oder?
Das verstehe ich nicht, warum das verstehe ich nicht. Das kostet. Was soll es in der Richtung anschauen? Das. Eieieiei. Sage mal. Eieiei. Das hat's. Irgendwie hat. Was verklemmt sich da? Was verklemmt sich da? Jetzt geht's einfach nein. Jetzt schießt es aber nicht mehr. Eieieiei. Oh, da. Zweite halbe Enttäuschung. Ein bisschen besser, aber irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran das jetzt liegt. Also wir haben jetzt halt auf jeden Fall rausgefunden, die Getriebeposition ist nicht. Das passt. Also da habe ich auch nirgends einen Hinweis gefunden, dass man darauf achten müsste. Weil wenn das wichtig wäre, hätte da irgendwo irgendjemand einen Hinweis gegeben. Aber irgendwas passt mit der Elektrik dann doch nicht. Und das hätte ich sagen. Wir schmeißen einfach die ganze. Irgendwie. Das kann sein, dass wir das neu vertragen müssen, dass das dort dran liegt. Oder dass wir da irgendwie. Für die Federle, dass wir da auch die Elektrik ein bisschen anpassen müssen. Oder vielleicht habe ich irgendwas falsch montiert. Das kann ja nicht sein. Das müsste normalerweise recht einfach. Also. Das müsste normalerweise. Ja, alles von den Magazinschalter kann man drin lassen, aber. Oder ich lasse. Das muss ich drin lassen, aber da würde ich den Schalter dazu wegmachen. Das ist. Und da habe ich. Da und da habe ich einen Schalter. Also das ist ein bisschen redundant. Also, ja. Das ist ein bisschen viel. Aber das ist wieder mal ein bisschen, oder ja, keine Enttäuschung, aber ein halber Erfolg bloß. Also, das letzte Mal war es ein bisschen eine Enttäuschung, aber ja, das gehört dazu. Das ist ganz normal. Und deswegen zeige ich euch das auch, weil ich denke, ja, das gehört zum Basteln dazu, dass Dinge schief gehen und dass man Dinge lernen muss nochmal probieren muss und weitermachen muss. Das will ich euch gar nicht geschönt darstellen. Das will ich einfach realistisch darstellen. Dann machen wir einen dritten Teil und vielleicht machen wir einen vierten Teil. Also, ich meine, wenn wir mehr Teil machen, aber beim dritten Teil hätte ich gern das Federle drin. Und das mal mit der Dom mal da davor schlau oder lese mit der, gucken mal vielleicht was ich sonst noch finde. Und ob man da nicht gleich das tauschen muss. Vielleicht hat sich auch bloß irgendein Dichtring oder irgendwas blöd verkeilt. Das kann auch sein. Und deswegen. Das hat normalerweise leichter eingegangen. Das ist. Jetzt, das ist nicht ganz zurückgegangen.
Ja, sage mal. Jetzt gerade ein bisschen Hoffnung und dann doch nicht. Mag doch nicht. Irgendwie. Jetzt ist wieder im selben Zustand. Kann es sein, dass der Motor dann warm wird oder so. Ja. Ja, ich weiß es auch nicht, woran das liegt. Aber das findet man raus, weil das lasst mir jetzt schon keine Ruhe. Also dann wünsche ich euch auch gutes Durchhaltevermögen beim Basteln, dass es dann letztendlich Erfolg wird. Ich denke, das ist die Quintessenz des heutigen Tages, weil ja, ein bisschen vorwärts und ein bisschen zurück. Und unterm Strich geht es jetzt doch wieder nicht. Hätte aufhören sollen, als es gegangen ist. Aber dann hätten wir keine Erkenntnis. Also dann, euch mehr Erfolg beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.